Und wieder einmal begrüße ich euch zu einem neuen Part von Fire Emblem Fates Offenbarung. Hallo und willkommen zurück. Ja genau, Felicia, du sagst es, Felicia, Entschuldigung. Ich habe offscreen noch ein bisschen wieder mal trainiert. Also trainiert, ja, da waren halt 2 Herausforderungsmissionen hier noch. War vor allem, um nichts noch ein bisschen hoch zu leveln. Deswegen sieht es mittlerweile ein bisschen so aus. Jetzt glaube ich, wenn überhaupt ein kleines Level up, genau geändert. Basura glaube ich sogar gar nicht. Doch, auf 24, okay. Camilla, neue Fähigkeit wegen Level 5 halt. Wilder Hieb, genau. Jo, dann schlecht. Sakura, die können wir jetzt einmal weiterentwickeln. Yes. Elise ist auf einem guten Weg, kann man so sagen. Takumi, glaube nichts verändert. Oder relativ wenig. Selena, glaube ich auch weniger. Vielleicht einmal die Keule geschwungen. Nix vor allem, die hatten, ja, also, kann man so oder so sehen natürlich. Ich denke mal, grundsätzlich als Dunkelmagier macht sie schon was her. Charlotte noch ein bisschen gelevelt, genau, sie das glaube ich auch noch ein bisschen. Jo, Benny ist auch voll, genauso wie Case. In diesem Sinne würde man sagen, können wir uns eigentlich da richtig voll geil loslegen. Jo, da werden ein paar Gespräche wieder. Wie übel, vor allem Rang 1 einmal mit Case, yes! Dass ich dir gefolgt bin, du. Hat ein gutes Herz, Miller, Michael, denkst du? Jo. Case? Und bis ich nie gesagt habe, es wieder gut zu machen. Ein nutzloser Diener. Meine Schuld ist, dass ihr nach nur entführt wurdet. Was hast du denn getan? Da stand. Nach entführen würden. Doch ich war jung und wusste nicht, was ihre Anwesenheit bedeutete. Ich schwieg. Oh mein Gott, er hat geschwiegen, geschwogen. Ist ja egal. Er ja. Dann nicht. Sein Schweigen kostete Sumeragi das Leben. Das kann doch nicht wahr sein, wie wir dazu gesetzt haben, so taktlos verhalten. Ja, das ist eben das Seltsame, wenn man halt in Vermächtnis dieses Gespräch auch hätte und damit halt Rang A mit Case, dann wäre er nicht gestorben. Storybedingt, irgendwie ganz seltsam. Aber, nix aber. Ob sie jetzt auch so ist, ich weiß es nicht, oder noch nicht, wie auch immer, und deswegen bin ich dazu also trotzdem Rang A mal weiter mit Case. Wenn gerade meine Mutter, wieso? Begab sie überhaupt mehr mit ihr zu dienen? Tun würde. Zeige Treue. Nicht etwa Orochi Reina, der verstanden können Mikoto, Subakin Hanadin Milady Sakura, Hinata Nobu den Milord Takumi, Asama und Setsuna den Milady Kagerusa und den Milord Ryoba. So Leute also. Das ist ja so eingerichtet, dass ich sagen, in der Zeit reif ist euch dienen kann, Milord Michael. Case ist unser Diener! Aktiviert ihr? Case. Ja, das tue ich. Und wer ist der Zweite? Vermutlich Silas, oder? Kann man sich vorstellen. Oder Benny! Nee. Oder? Doch. Schau mir nicht in die Augen. Blickkontakt vermeiden! Dann zu spät. Hallo Benny. Guten Tag, Milord Michael. Wann warst du gerade? Der Fertigungsbringer an. Ihr Stück keineswegs. Benötigt ihr etwas? Wenn du das erwähnst. Nein, besiegt. Was? Ja, tut mir leid, bitte tu nichts. Warum soll doch etwas tun? Nö. Wie wirklich? Nö. Bitte zerstör nix. Was soll er denn zerstören? Eure Glieder? Aha. Seid ihr überrascht? Ja, das wäre noch lustig mit ihm. Oh, Rangami Asura, wir kommen immer näher. Dem geplanten S-Support. Also mal gucken, wie sie aussieht, wa? Nein! Du darfst sie nicht sagen. Dann können wir reden. Hä? Sind wir jetzt im Wald oder was? Einfach so, wir sind im Wald. Da überlege ich gerade. Also, wie soll ich das formulieren?
Nee, ich habe eigentlich echt das Gefühl, dass halt alle Gespräche, die wir bisher geführt hatten, im Prinzip editionsunabhängig sind. Außer natürlich jetzt das mit Asura, weil ist klar, wenn du halt im Vermächtnis oder Herrschaft mit ihr einen Rang S-Support hättest, die würde wohl kaum über Valla quatschen. Der König von Valla, von eigener Erwähnung, also eine Art Gottheit, nicht wahr? Rankt er sich Treue, du. Ja, und mit Ananko ist auch so eine Sache und Valla, ich meine, seit Kapitel 6, ne gut 7, spätestens 8, ja, es aber im Prinzip seit damals zurück sind irgendwie nichts mehr. Unsere Feinde sind nach wie vor No und Hoshido, zumindest zum Teil. Also sie finden, dass wir ihre Feinde sind, etc. etc. Das ist irgendwie... Mir fehlt die Einmischung und... Ja, irgendwie so Cutscenes. Mit Anankos und natürlich auch mit König Garen. Und hallo, wir haben bereits 15 Kapitel gemacht, also da muss langsam etwas kommen. Na gut, zurück. Eine spezielle Verbindung zwischen uns entdeckt. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sei mit dir, Michael. Ja, nee, doch. Ich mache Rang S hier mit dir. Ich meine, klar, es kann natürlich schon sein, dass ich mit anderen Charakteren auf Rang A irgendwie eine vertrautere Situation hätte. Aber wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, mit Asura halt hier einen, ja, offenbarungsmäßig exklusiven Cutscenes abzuhalten, warum nicht? Es gibt ja keinen Sinn, warum man das nicht tun sollte. So, danach haben wir es mal. Dann wird es Zeit, ein bisschen Geld zu farmen. Michael, du bringst. Sag ihm bitte, dass ich ihn liebe. Oh, Entschuldigung. Ah, komm schnell in das Mikrofon in der Zeit. Mist. Was auch geht. Überfordert. Was soll ich sagen? Mal sehen. Wer ist mit Ich liebe dich? Ist das nicht für den Fall, dass wir einen Rang S-Support mit Camilla hätten? Also meine ich habe nichts dagegen, dass Camilla so uns wirbt, aber irgendwie gerade ein bisschen unpassend, habe ich das Gefühl. Und du bist so süß. Na klar, ein Mann will natürlich hören, dass er süß ist. Mhm. Ja, das habe ich immer gehasst, ey. Wobei nicht nur als Mann, sondern auch als Junge habe ich schon immer gehasst. Wenn so die älteren Frauen so kommen, oh, ist das nicht ein Süßer? Und ich so, nein! Natürlich im Gedanken, nicht laut ausgesprochen. So, Nix und Charlotte. Schwer als andere. Denen sie hinkommt. Mein Körper ist und bleibt so. Und dein Verhalten, so klingt wie du aussiehst. Ja, die haben natürlich A+, ist klar. Noch Silas und Charlotte, dann haben wir es langsam mal durch, wa? Silas, du bist Charlotte, nicht wahr? In der Tat. Ich bin überglücklich. Perfekt so ein Haaren, ein Traum. Haben ein neues Traumpaar gefunden. Für ihn geben. Ja, denke schon, Silas und Case wären dann unsere Leibgarde von dem her. Ich finde, er hat irgendwie was. Man ist nicht so, dass irgendwie unsere Sklaven oder so etwas wären, ne? Wir sind ja alle Freunde, also. Liebe da. Und ganz anders. Oh, ich habe eine richtig tolle Idee. Wie kommen Sie von Michael auf Mittagessen? M und M. Die M&M's. Versteht ihr? Nase darauf stoßen. Noch besser kennenlernen. Ja, versuchen wir es mal. War Charlotte und Silas. So, dann mache ich es mal durch hier. Denke schon. Jo, bevor es gleich weitergeht. Oh, verdammt. Ach, mal typisch, wa? Da denkst du so, ja, du machst heute ein bisschen schneller. Von wegen schneller. Machen wir Felicia einladen. Ihr wisst, wie ich zu dem Gespräch mit den Jungs stehe. Das ist irgendwie so total unheimlich. Thanks for always being so nice to me. You've never made me feel like a servant. Like a servant. Oh, gut, ich habe sie schon lange nicht mehr eingesetzt. Moment, was? Dienerin lange nicht mehr eingesetzt klingt irgendwie falsch. Gut.
Was soll ich jetzt tun? Ganz kurz in der Kohle gucken, weil ich will vor allem nur Arsenal. Take your time. Ich müsste genug Geld haben, um nix endlich mal ein neues Verrado zu kaufen. Na, geht doch. Ich weiß, es ist teuer, aber Dunkelmagierin, sie braucht so etwas. Und der Rest ist wieder mal Scheibenkleister. Magibla, wieso ist sie eigentlich im Nur-Arsenal? Ist egal. Hushido-Arsenal. Welcome. Ja, du mich auch. Takumi. Für dich wäre halt echt mal ein Doppel-Yumi echt geil. Okay, einen Boschuriken können wir kaufen. Nein, zu teuer. Okay. Boschuriken, wo haben wir Case? Case, wo bist du? Case. Case. Du kriegst natürlich keinen Platz, aber egal, er kriegt trotzdem Boschuriken. Er braucht so einen, ist logisch. Ich kann es mir einigermaßen leisten. Jo, Freunde, es wird Zeit, mal richtig Kohle zu verdienen. In der nächsten Mission. Dann kann er, glaube ich, Eisenschuriken ablegen. Nehmen wir den Boschuriken mit. Was ich eigentlich noch machen wollte, mittlerweile, weil er das Ganze vergessen hatte. So. Waffenschmieden. Weil wir können im Prinzip mittlerweile ziemlich viel schmieden. Ah, welcome! Asuran ist der Geisenangenata. Warum nicht? Weil sie jetzt sicher Weile behalten, so ich mich kenne. So, mir fällt gar nichts Besseres ein. Na gut, doch, mir wären schon noch ein paar coolere Dinge eingefallen, aber die haben wir schon. In diesem Sinne, jo, gut, die Tanzlaginate für sie, dann müssen wir, glaube ich, noch etwas, nix noch, okay. Donner. Na, genug Topaz. Von dem her, dann machen wir noch mal hier ein, was kommt nach dem Donner? Gewitter. Klar, stärkerer Donner, aber nee, wäre doof. Ich glaube nämlich, eine Gewittertage gibt es nicht. Blitz gibt es ja, in diesem Sinne, deswegen das, nö, machen wir Gewitter draus. Ochsengas gibt auch noch, aber kein Bock momentan. Case, du kannst Stahlschuriken. Noch ein Quarz. Ich behalte es mal noch, weil ich glaube, er wird zwar genug, war. Bei weitem sogar. Ich mache mal hier die Stahllanze, weil Langspeer kann man zwar auch. Ja. Was kann ich was ich gerade dachte? Ich wollte gerade eine stahlharte Lanze draus machen, aber nö. Wo habe ich ein E? Ja. Dann machen wir es anders. Ja, komm, ein bisschen Schmied muss ab und zu natürlich raus sein. Stählern. Warte mal ganz kurz. So. Passt nicht hin, wa? Ja gut, wir lassen es so. Stählende Lanz klingt auch super. Oboro, was willst denn du schon wieder? Eine harte Lanze. Alter! Okay, muss ich machen. Was? Harte Lanze, stählende Lanze von Beni plus Oboro. Holy moly! Hat noch nie gemacht sowas, wa? Passt das recht nicht hin? Ah. Immer da spontan seinen Namen überlegen. So, machen wir die Megalanze. Momentan behält sie ja nicht lange, weil, so wie es aussieht, kommt sie ja nicht mehr ins Team rein. Ja, du kommst nicht mehr ins Team rein, das ist voll scheiße, ich weiß. Da haben wir einen längeren Speer noch. Lagern, dann ganz kurz lagern. Ja, nehmen wir es momentan mal raus. Ich muss echt gucken, wie wir das am Schluss machen.
Und eigentlich dann länger Speer. Dieses Blaue, das immer so, so mega blaumäßig sein muss. So, genug geschmiedet fürs Erste. Noch genug eingekauft, noch ganz kurz Lilith. Und dann geht's los hier mit der mega Side-Quest, die ich mir habe sagen lassen, unsere Kassen ordentlich auffüllen wird. Was ziemlich schwierig sein soll. Also schwierig. Es ist nicht so, dass man das Geld irgendwie einfach so zugeworfen bekommt. Man muss schon ein bisschen was dafür tun. Jo, schöne Werte. Jetzt fühle ich mich mächtiger. Gut. Ich weiß, man kann entwickeln, machen natürlich auch gleich noch, aber erstmal kurz Mission angucken. So. Kapitel 16 lassen wir momentan noch aus, er geht direkt zum Drachentor und wir holen uns die erste Sidequest. Geistergold. Andere Welten, Geistergold, Ghost Gold. Hey, Bro. Hör mal, kommt mal, ich bin total... Leute, willst du verarschen? Ey, er könnt ihr nicht bringen, Leute. Auf so ein Seitenhieb auf Tales of Symphonia. Ich bin total alle. Wir sind einfach nicht geschaffen für so eine Arbeit. Yeah, Bro. Ja, Bro, stimmt. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Am besten mit ordentlichen Muckis. Das Label, ja, immer mit 2 L. Schön, ihr habt's auch kapiert. Ja, siehst du, was ich sehe? Meine Fingernägel müssen mal wieder geschnitten werden. Nee, Dummkopf. Da drüben, die Gruppe da, die sehen nicht stark aus. Erinnert mich ein bisschen an die Typen von Team Skull aus Pokémon Sonne Mond. Meinst du, die können vielleicht wen der uns helfen kann? Nö, sollen uns helfen. Nee, du da. Anführer der Muskeltruppe. Entschuldigt bitte, aber könnt ihr bitte ein bisschen... Scheiße, fällt mir gerade das Wort dafür. Mann, ich wollte gerade intellektuelle sagen. Ja, intellektuell quatschen natürlich auch. Nee, ich wollte ein anderes Wort sagen. Mensch, es lag gerade auf der Zunge. Plötzlich, Wort weggeflogen. Scheiße. Naja, entschuldigt bitte, aber können Sie sich bitte ein wenig intelligenter artikulieren? Was? No. Ich habe eigentlich gefragt. Ja, lassen wir das. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, meine Herren? Wir beschützen die Ruine, aber so ein paar Torftöppel blühen ich kann es gar nicht aussprechen. Das Ort ist auch beinahe also heilig. Ja, jetzt liegen nur noch ein paar Steine rum. Naja, Steine und gerahmene Schätze. Die Plünderer machen mit den Äxten und schaufeln alles kaputt, das ist voll scheiße. Wie schrecklich, dabei gehen bestimmt jede Menge kostbare Artefakte verloren. Entschuldigt die Frage, aber warum lauert ihr nicht auf und schnappt sie euch? Wie? Garantiert nicht. Schaut dir mal Leute an, der Welt raus am Vergnügen. Und ein Hirn. Nicht zu vergessen, Hirn. Ich glaube, du meinst eher ein Durchhaltungsvermögen. Habe doch gesagt, du Trottel. Da kriegt er bestimmt wieder fiese Albträume und so. Yo, my Bro. Okay. In diesem Fall werden meine Freunde nicht den Spuk an Ende setzen. Dufte von euch. Seid echt cool drauf. Yo, Mann. Wir werden gleich ein paar Wachen aufstellen. Ach, und die Kerle dauern immer spät nachts. Also bleibt besser wach. Die ganze Nacht? Jawohl, wir gehen. Tschüssi. Ja, tschüssi, büssi. Was zum Henker? Der Morgen, ich dachte schon, die Sonne würde nie aufgehen. Dieser verdammte Mond war. Sonne, Mond im Wechsel. Wir haben so die ganze Nacht wach gehalten, aber ob das wirklich genützt hat? Ich habe nicht deinen Mucks gehört. Du hattest Felicia? Hast du das bemerkt? Hey. Felicia? Felicia, wach auf! Wie noch Michael, wie kann er zu Linksen sein? Listen. Ist etwas passiert? Nö. Oh. Ich glaube, dass sogar jemand hast die ganze Zeit geschlafen. Nö, das habe ich nicht. Felicia ist eine lausige Lügnerin. Du hast sogar auf das Kissen gesabbert. Auch nichts bemerkt. Warte mal. Hast du es eben noch gehört? What should we do? Amnesia, was sollen wir tun? Und die Ratswerber sind? Not paying attention? No paying attention. Well, Dann sie die wach waren. Aber ich habe nicht geschlafen, ich hätte die Dieb doch merken müssen. Was sagst? go. Okay, Mann. Jo, nix wie los. Oh oh. Das sind Geister. What? Und Templer machen ihn zerstören. This. Wo erfahren wir noch? Oh, nothing. Yeah, man, it's Morphin Time. Ach nee, falsche Serie.
Das Goldschnappen, okay. 8 Züge überleben, ach du Scheiße. Aber kann ziemlich viel mitnehmen, das gefällt mir natürlich. Shura war klar, wir können wieder mal Kaden und Keaton mitnehmen, aber gut, eins am anderen. Freunde, erst einmal wird es Zeit zum Morphen. Oh yes, und zwar darf sich Sakura entwickeln. Das ist die Frage. Und Mochi, die kann natürlich noch Magie einsetzen. Und eine Priesterin, wie ihre Mutter. Also eigentlich wie unsere Mutter, aber ist eigentlich egal. Alle Werte gehen hoch, wir kennen's und lieben es aus Vermächtnis. Los geht's, Sakura! Sie macht eine Mega-Digitation. Und verwandelt sich in Königin Mikoto. Yes, Mann! Alter, die Werte hochgehen. Kann nun das verwenden. Okay. Ich kann dann das verwenden. Geben wir natürlich erstmal einen Bronze-Yumi. Sie ist Anfängerin, muss ein bisschen ja, schonend sein. So. Purativ, einfrieren momentan. The next one, please. Nix, nö, sondern nix los. Silas, auch noch nix. Ja, bald, hä? Es wird Zeit für unseren ersten General in Fates. Und Erzritter. Sieht auch cool aus. Bewegung plus 3. Nö, Alter, guck dir das mal an. Verteidigung, wie die hochschießt. Lecco mio. Mit hervorragender Verteidigung. Okay, hervorragend verteidigt. Ja. Beni macht die Warp-Digitation. Und wird zu einem fetten General. Fühlt sich anders an. Und extra verwenden, ja, Mann. Aber ich hab keine. Ah doch. Eine Bratpfanne. Jo, das ist leicht scheiße. Gebe ich mal eine Bratpfanne. Und ich hab nichts anderes. Benny kriegt eine Bratpfanne. Okay. So. Case. Ich würde sagen Ninja-Style, wa? Tüftler. Nö, sieht scheiße aus. Macht natürlich aus ihm einen Master Ninja. Und Case darf auch noch einen Shinka durchführen. Er wird zu Meister Case. Null Magic, einfach null Magic. Gut, natürlich Feuerschurken Marsch. Du kannst irgendwelche Schwerter nutzen. Daikon rette dich, aber was eingelegt schmeckt er. Nee, das tue ich Case nicht an, vergesst es. Ich mache vieles für Case, aber das, nö. So, Freunde, wir haben mega fette Einheiten. Jetzt, wie geht das? Einfach nur überleben. Okay, mal gucken. Sind eigentlich gar nicht mal schlecht aufgeteilt, wie es aktuell ist. Aha. Ja, vielleicht sollte ich auf jeder Seite mindestens einen Heiler haben. Das wäre nicht unbedingt die schlechteste Idee. Ganze Leder rüber. Dann habe ich hier Axt, General. Okay, ich habe hier Dunkelmagier. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Sie da unten passt eigentlich. Sind noch gut. Geht schon wieder. Felicia so. Ja. Jo, andere Welten. 8 Züge überleben. Mal gucken, wa? Ein bisschen Zeit hätten wir noch. 8 Züge überleben, ja. Ist ein bisschen Geld dabei, ja. Schön. Ja, mit der Kohle natürlich, aber ansonsten sind das jetzt nicht unbedingt so Gegner, wo ich sagen würde, ja, die sind total scheiße, man, die kann nichts tun dagegen. Eigentlich nicht, wa? Ich denke mal, die 8 Züge kriegen wir relativ locker hin. So, ich habe zwar, ja, ist natürlich jetzt eigentlich doof, einen Doppel-Katana-Schnabel, aber natürlich keine Bronzekeule mehr und umgekehrt. Man muss sowieso trainieren. Aha.
Er bringt so eigentlich mehr. So, die Eisenlanze, Eisenschuriken, hier wieder das gleiche Prinzip. Ich kann hier auf... Ja, lass mal so. Ein bisschen überfragt wird die am besten. Supporten soll, damit es auch irgendwie ein bisschen Sinn ergibt. Ich meine, hier könnte man mit Case aber direkt hin und ihn killen. Doch ich nicht, man hat kein Auge zu. Ups. Ja, das passiert natürlich, wenn man aus Versehen einmal wieder ausschaltet. Naja. Nosferatu macht schon ein bisschen Damage, aber irgendwie... Ja, ich bin halt ein Waffennachteil. Versuchen kann ich trotzdem, wa? Mein Gewitter könnte ja treffen. Elende Geister, wollt ihr uns heute immer morgen nochmal heimsuchen? Bin ich so jung wie mein Körper, morgen wäre ich besser in Form. Wer ist die überhaupt? Und das schon gemacht. Sehr gut, Silas, your turn. Dass die alle reinquatschen. Aber Krötendecken, dass das nur ein Scherz war. Man sieht, das muss auf alles glauben. Was deine Freunde erzählen. Und wohl, er möchte gerne Freunde. Natürlich in der Sichtweise. So, jetzt haben wir hier Schuriken, Eisenlanze. Ich hab die Bratpfanne des Todes. Ich hab die Megalanze des Verderbens. Ich bin der Benny des Schreckens. Was? Ja. Berserker Axt macht natürlich ordentlich Damage. Ich hab Angst um Benny. Ich hab Angst um ihn. Scheiß drauf. Berserker Axt und tschüss. Sieh mal an, das sind doch die Fieslinge, auf die wir gewartet haben. Ihr blöden Deppen habt mich um meinen schönen Schlaf gebracht. Die wirft auch die Waffe weg. Was haben die bloß mit den Waffen, ey? Dass sie die überhaupt nicht mögen. Im Sinne von, weg damit. So. Hab die ganze Abend noch kein Auge zugemacht, weil ich Angst hatte. Dann haben Gastgeschichten erzählen, sind sehr wahr geworden. Ja, ich finde es auch sehr scary. Also ein bisschen was ein Scary Movie. Au! Scheiß Axt. Ja, die macht schon ein bisschen Schaden. Okay, vor allem mal sagen wir nochmal vielen Dank fürs Zusehen hier. Jo, der Sidequests. Ach, zu überleben sieht momentan nicht allzu schwierig aus, aber da könnte natürlich schnell ändern. Und jo, was natürlich unsere neuen entwickelten Einheiten so vollbringen können. Das und vieles mehr wieder mal in der nächsten Episode hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Bis dahin, tschüssi!